So, schöne gute Mitten, Moin, Abend oder wie auch immer, wie der den Moment sieht, wo der sieht, was er macht, wie auch immer. Mein Nummer ist Criminals und Chaos und das ist mein ersten Let's Play. Okay, und ich muss sagen, das ist ein Test-Let's Play, weil ich will mein Audio, Mikro, alles testen. Und Michelle war hier am Mikro auch lauschen. Du hier fängst mit dem heutigen Spiel an, das Tropico. Schon mal auch ein paar Notizen gemacht, für ein bisschen von über Tropico zu schwatzen. So, den ersten Tropico, das nämlich die dritte Version, das nämlich ein Tropico 4. Den ersten Tropico aus 2001 am April rausgekommen. Der Entwickler war Pop Top Software Entwickler. Die waren von 1993 bis 2006 aktiv. Leider haben sie noch irgendwas verjährt gemacht von Stellen ihren. So, von Tropico 1 auf Tropico 2 sind 3 Jahre vergangen. Bei Tropico 2 haben sie sich andere Ideen angefallen gelos. Und zwar haben sie gedacht, wie war Tropico nicht echt so gestalten, dass lo mit Piraten in der W ist, ne? Haben sie sich gesagt, ja, holen wir als Piraten, mal gucken, was da geht, ne? Und ich muss ehrlich sein, schon Tropico 1 bis Tropico 4 gespielt und tut mir immer gefallen. Das immer besser gehen und ja, Platz 100 so hat ich mal so nivelliert, was ich will so, ne? So, mehr auf jeden Fall, das Spiel in Tropico 2 ist extrem gut gehen. Grafisch wird sich auch ein bisschen entwickelt, gehabt, ja, ne? So, vis-à-vis vom Tropico 1. Genau von Tropico 2 auf Tropico 3 sind da 6 Jahre vergangen. Den ist nämlich schon 2009, am November 2009 rausgekommen. Was kann ich zu Tropico 3 sagen? Tropico 3 ist wirklich nicht so wirklich bei mir am Kopf hängen geblieben. Ne? Vis-à-vis von Tropico 4 muss ich schon ein bisschen viel greifen. Vis-à-vis von Tropico 4 war das. Nee. Das wollte ich eigentlich schon. Tropico 3 hat sich wiederum entwickelt gehabt zum 1 und zum 2. Also ganz weit Schritt am Sinn von der Logik, am Sinn von ganzen Entwicklungen, Design und so. So, Grundprinzip war immer noch dasselbe. Was eben Präsident, was den Staat, du musst den Quest und du probierst so reich zu gehen wie möglich. So, los so zwischen dem 3 und dem 4 gibt nicht viel Unterschied. Fand ich persönlich. Das ähnliche ist, sie haben das ein bisschen mehr dynamisch mit der Geschichte gemacht. Die haben etwas kreiert wie Fraktionen fand ich. Du hast dann Rebellen, du hast Nationalisten, du hast Militärs, du hast Greenpeace und. Sind das wirklich mehr ausgebaut, was dann die Fraktionen waren. Du hast nicht nur eine Statistik, du hast auch ein Bild, der Charakter, den hat eine Fraktion aus an die Meinung vertritt für dich. Was das Spiel ein bisschen mehr menschlich wirkt, also wirklich lässt. Und ich meine, 3 Minuten sind schon viel zu lang, von dem zu blabbern. Ich meine, ich fange an zu spielen. So. Also ich fange bei einer neuen Insel an, zwar aus der schon Mission 17 von 20. Und da muss ich wie immer von 0 aufhängen. Das heißt, muss ich den Start von 0 aufhängen lassen und das Beste also machen und probieren dann den Ziel von der Mission zu machen. So, dann machen wir mal spielen. Dann machen wir mal. Ja, dann ist mein Präsident mit leider durch den Computer aus dem ein bisschen handicapiert geschwört. Boah, halt das mal für die handicapiert Leute. Boah. Ja, Geschlecht männlich natürlich, Kleidung El Concierge, ein bisschen mehr Edelheit und Gangsterhut an. Ne? Da könnt ihr besser gucken, wann der Pause macht und dann einfach die ist. So, ich bin so ein Chaos, ich bin ein Bauer, ja, ich bin ein Bauer, typisch Lützbauer, ne? Nee, obwohl ich kein Lützbauer bin.
Dann erschien als Präsident kommen durch die Kapitalisten, das heißt durch Amerika an sich, die mir da ein bisschen geholfen haben. Meine Eigenschaften, obwohl, kann ich nicht direkt so bei Geizheit, ob das eine Eigenschaft ist. Ne, ich bin ein bisschen knickig, dann wiederum sind ich ein Finanzgenie und dann sind ich Gelehrter, also ein Art Prof. Ne? So, wir haben alle guten Prof, mehr heute. Das fand ich einen guten Vorteil, weil Gelehrter um 5 Sterne 30% Ausbildung und Fertigkeitstraining. So, das heißt, die Leute, die lehren mich schnell. Machen wir mal spielen. Platz hier. Viel zu schwarz. So. Ich bin Renotimo. Ich präsentiere Ihnen politisch korrekte Nachrichten. Objektiv und amüsant. Bleiben Sie dran und erfahren Sie die Wahrheit. Freigegeben durch El Presidente. Ja, das ist den Penultimo, den aus mein Büro dann sich. So, hier ist ein Hafen, ne? Den brauchst du, den hast immer da, den hörst du immer, weil du dich kommen Dinge so nämlich ran. So, weil du nicht gerade ein SMS kriegst, das ist nicht schlimm. Hier ist dann ein Parkhaus, da kommen die Auto, die du an der Stadt hast, und du hast dein Bauzentrum. Ohne den kannst du gar nicht bauen, egal was das ist. Dann hast du noch so ein kleines Mietshaus. Oh, du hast ein bisschen. Presidente, wir, nein, Sie werden das größte Land der Karibik erschaffen. Schon wieder. Wir brauchen mehr Leute, die Gutes über den Ort sagen. Ne? Penultimo. Probieren wir mal hier ein bisschen sprechen. Die geringe Gringos-Bevölkerungszahl wird im Diktator aktuell nicht ernst genommen. Errichten Sie eine Bevölkerungszahl von 120 Tropikaner. Okay, Sie müssen bümpeln. So, nennen wir das mal so. Sie müssen bümpeln, mehr für zu bümpeln brauchen sie Nahrung. Was habe ich schon beim Maisfeld gemacht. Mehr geht man nicht durch. Ich bin ein physischer Mensch. Ich will meine Leute nicht verhungern lassen, ich will aber auch nicht meine Farm irgendwo mitten an der Stadt. So, dann stehen wir da hin. Machen wir auch eine Straße dazu. Boah, ein bisschen weiter weg von der, aber machen wir so. Man kann Transport, Lastwagen, wie auch immer, mehr noch gut. Mehr, ich will auch Wirtschaft bringen, mache ich dafür auch einen Holzfäller. Aber da, wo viel Holz ist. Machen wir nicht in der Stadt, machen wir so mitten an der Pampa, auch nicht so viel Holz da ist. Aber du sprießen ja schon Probleme, ne? Auch ein Stroß, ne. Wie gesagt, echt Let's Play. Sieht nicht zu base, was man. Mal gucken, was Nahrung noch seht. Ja, mach Platz. Da sind sie nämlich auch ein bisschen froh. Da können sie abstieren sich gut. Ja, das Spiel ist noch auf Pause. So. Nee, tun wir mal. So, sie kriegen Nahrung, wenn die bis fertig ist. Und ich schätze da eine Priorität. Ich muss noch das Spiel ein bisschen schnell laufen, weil dauert mal ein bisschen zu lang, meinst du, mit dem Bauen. So, das ist eine Schule, eine Oberschule, und sie sind nicht nur eine Kindergartenschule, ne? Sie wollen direkt hier Spezialisten entwickeln. Und das aber leider auch so, habe ich gemerkt, die toten Leute, Schüler kommen nicht mehr an die Schule, wenn ihre Eltern schon finanziell gut in der Weh sind. Ne? Sonst können sie sich das nicht bezahlen. In der Halle, ja, in der Halle nicht. Also, da sehen wir auch, wen wo wohnt. Immer die Rückpfeiler. Ja, die Bewohner wohnt da, aber das in der Weh schafft gerade. So. Dort sind ein bisschen mehr gehobene Häuser. Das ist für ihn, den einen besseren Pai hört im Moment. Oder wenn sie zu zwei wohnen, dann ein gut Pai hören. So. Was will ich also machen? Ich brauche eine Bevölkerung, aber ich will meine Wirtschaft nicht Handel drunter los. Also in der Stadt